Der König der Koopas gibt uns erneut die Ehre, hier bei Mario Kart 8. Die haben so einen geilen Bowser-Gleit und allem möglichen, einfach nur cool drauf und natürlich auch ziemlich flott unterwegs. Nun gut, uns fehlt bloß noch ein Cup, den Rest muss ich immer noch da offscreen aufnehmen, bis ich überall 3 Sterne habe. Naja, egal, der Blitzcup wird sein. Grand Prix starten natürlich. So, alle Charaktere haben wir bereits, aber vielleicht gibt es doch für alle, wenn man da alle gewinnt, vielleicht gibt es noch was Besonderes. Mal gucken. Die haben falls nicht, dann wird der nächste Part wird der letzte sein, wo wir nochmal ganz, also sprich noch die Schlachtenmodus und so angehen, oder vielleicht sogar den letzten Part, ich weiß nicht, wie viele Strecken es gibt. Vielleicht dauert das Ganze ein bisschen länger. Das Tic-Tac-Trauma, ich kriege jetzt noch einen Trauma, ey. Nein, nicht aufstehen, nein, hör auf zu klingeln, dämlicher Wecker, ey. Wusch, von die Wand geschmissen. Okidoki, ready to go, 2, 1, 0. Ich bin King Bowser. Aus dem Weg, Mario. Ich hasse sowieso, also nicht ich, sondern natürlich Bowser, nicht wahr? Muss ja natürlich in der Rolle bleiben. Gleich so platzen können, den roten Panzer, glaube ich auch. Wow. Was sind das für ein Penner hinter uns? So mit dem Bumerang so. Relativ egal, damit es hinter mir einen blauen, blau sage ich schon, natürlich einen roten Panzer hat. Drei davon wäre zwar dümmer, aber egal. Oh, verdammt. Das ist natürlich die falsche Richtung, toll. So, cruisen kann ich mit dem 1A her und das ist auch ziemlich schnell. Ach, das war jetzt vor allem die Kombination, die gefällt mir. Klingelingeling. Das wird wohl kein Problem sein. Das sage ich jetzt noch. Wieder mal die Fresse zu, voll genommen, ist nichts Neues bei mir. So, Nummer 2. Dankeschön. Das war eine Hütte gewesen. Also bei Mario Kart 9 nehmen sie dann die Münzen raus. Mal ganz ehrlich, Mario Kart 9. Die Frage, wann erscheint das überhaupt? Es erschien gerade mal Mario Kart 8, um mal so eine vorsichtige Prognose zu erwähnen. Also, muss man eigentlich schon sagen, Mario Kart 9. Falls überhaupt natürlich 9 heißt, nicht irgendwie was anderes bedeuten wird. Autsch! Müsste theoretisch für den Nachfolger vom 3DS erscheinen. Ein Nachfolger vom 3DS ist natürlich nicht der 2DS, müsste eigentlich theoretisch der 4DS sein. Wobei es natürlich auch irgendwie Quatsch wäre, also ja, bin gespannt, was auch Nintendo darin noch überlegen lässt. Und irgendwie war es ja auch so ein Quantensprung, oder? Von der Gameboy-Serie auf Nintendo wiederum, oder? Ich meine, klar ist auch ein Handheld, aber trotzdem. Gameboy Pocket, ja, also mein erster Gameboy war der Pocket, ich hatte gar nicht einen Original Gameboy. Weil es eigentlich sowieso das gleiche war, einfach nur Miniaturform, dann halt Game Boy Color noch, das war einfach nur in Farbe, sonst eigentlich auch nicht viel mehr. Und dann halt direkt der Game Boy Advance, und davon gab es mehrere Versionen. Nach der SP etc. und der Micro. Dann kam der DS, DS Lite, DSi Lite, oder nein, Moment, das war ja der DSi XXL, genau. Und XL, genau, danach kam bereits der 3DS. Und davon natürlich auch noch als Abwandlung der 2DS und der XL und so. Was kennen wir als Nachfolger? Aber wir fragen natürlich, wie wir den 3DS toppen, weil bereits so vom Game Boy Advance zum DS natürlich bessere Grafik. Okay, das natürlich schon, trotzdem. Die hauptneue Funktion waren natürlich dann 2 Bildschirme. Gut, 3D ist natürlich dreidimensional. Das dauert darum ein bisschen besser, wenn du natürlich mal ganz diskret anschaust vom DS zum 2DS. Abgesehen davon, dass du halt auf 3D-Spiele zocken kannst, jetzt 2D. Ein bisschen mehr Leistung hast. Eigentlich die gleiche Konsole. Das ist nur die Frage, wie geht's da weiter? Sprich, gibt es überhaupt einen Nachfolger vom 3DS oder wird sich Nintendo da mehr auf die Wii U verlassen? Und nochmal die Wii U, das sind ja auch 2 Bildschirme. Du hast ja einen vom Gamepad, du hast einen vom Bildschirm selbst, also sprich den Monitor. Wie beim DS auch 2 Bildschirme, natürlich viel bessere Grafik. Ist natürlich die Frage, ist das vielleicht irgendwie eine Tendenz dazu, dass der Nachfolger vom 3DS was mit der Wii U zu tun hat oder irgendwie kombinierbar ist mit der Wii U, also direkt. Ich meine, natürlich kannst du jetzt schon 3DS kombinieren oder könnte es bald mal. Was ist jetzt los? Ich dachte, die Kurve wäre eigentlich so cool mit Bowser. Autsch, ist klar, wie viel Pech musste einfach mit dem roten Panzer nach hinten getroffen zu werden. Mann, hey, Bowser steht doch gar nicht darauf. Ja, wie gesagt, eine gute Frage, oder wie es weitergehen könnte, vor allem auch vom Namenkonzept her. Mein Nintendo, ouch. Klar, dass passieren muss. Habt oft genug jetzt mittlerweile bewiesen, dass sie mit den Namen so teilweise ihre Probleme haben.
Meine Nintendo Wii, okay, ging noch, aber Wii U, ich meine, hallo, muss das sein? Ah, verdammt. Alter, das waren 3 rote Panzer. Und keinen konnte ich abfeuern, das war so ein bisschen peinlich. Ah ja, shit happens. Nein, Alter. Mann, ey, eine Klasse nach vorne und hinten gucken, das geht nicht. Oh oh. Ja, Glück gehabt. Mann, das war klar, es muss ja kommen. Wow, Bowser ist der fetteste. Ja, sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr auf das Rennen konzentrieren, weniger auf die Frage, weil der Nachfolger zum 3DS und zu Wii U sein können, natürlich auf dem Namen her. Alter, was ist einfach für ein Pech, ey. Wie wäre es mit dem Torpedo, sprich Kugelwilli? Natürlich nicht Feuerblumen. Was ist das gerade? Ich weiß es auch nicht. Okay, Dritter, das geht denn auch. Trotzdem will ich jetzt eigentlich gewinnen, hallo? Konzentration, Konzentration. Ja, super. Nein, muss das sein. Alter, jetzt kann natürlich der Affe mit Feuerbällen. Ist klar, wenn jetzt einfach mal ein Affe mit Mario, dass ein Affe eine Feuerbälle spuckt. War aus dem Weg da, ich habe gerade Mario gesehen. Ja, einen grünen Panzer. Und Mario und Bowser können sich sowieso nicht riechen, von dem her, geht ein durch. Okay, jetzt wären Pilze ganz nett. Ja, geht auch. Verdammt, treffe nicht mehr, tschüss. Oh, Menschenskind, ey, nur zweit, aber, ey, also, ihr habt echt Pech. Nee, sorry, also da erstes zu werden. Ich habe vielleicht 1 oder 2 Fehler gemacht, da war der eine Kurve im ersten Rennen, ja, das war bereits, also, im ersten einzige stand vielleicht in der ersten Runde. Das war natürlich der Mega-Fail. Wenn da der Fail nicht passiert, hätte ich vermutlich noch gewonnen. Naja, kann natürlich passieren, nicht wahr? Egal, okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Thema natürlich 3DS Wii U Nachfolger. Also natürlich Wii U Nachfolger, muss man gar nicht diskutieren. Die Wii U wird noch uns lange erhalten bleiben, auch wenn es momentan ein bisschen schleppend mit den Verkäufen aussieht. Trotzdem natürlich Nintendo jetzt marketingtechnisch alles drauf setzen, dass Wii U ein richtiger Schlagerhit wird. Hoffen natürlich auch. Und deswegen natürlich auch mit dem 3DS kompatibel ist. Also sprich irgendwie, es müssen Nachfolger zum 3DS irgendwie auch mit der Wii U ziemlich kompatibel sein. Und da sehe ich bereits ein paar Probleme, weil es gleich Konsolengenerationen, zumindest von Nintendo her, es muss es ja irgendwie auch miteinander zu tun haben. Und dann natürlich dann Nachfolger zu bringen, der auch mit dem Vorgänger konzipiert ist. Ja, na gut, Nintendo hat so oftmals verwiesen, dass sie es können, das ist doch nicht das Problem. Wow. Aber gut. So, 3DS-Nachfolger. Kann natürlich sagen, was man will. Fakt ist, Nintendo muss sich dazu was komplett Neues überlegen, weil das Design oder das Konzept her vom DS, sprich 2 Bildschirme und 3DS. Mein 3DS hat es bereits mit dem 2DS bewiesen. Das klappt einfach nicht, das Konzept. Es war zwar ein netter Running Gag und so, manche möchten es auch, aber grundsätzlich ist der 3DS-Funktion einfach nicht, oder noch nicht gewünscht. Einfach noch ein bisschen zu früh. Dazu ein bisschen voraus, deswegen auch der 2DS danach gekommen ist. Und dann natürlich halt die Frage, wie geht es denn überhaupt weiter mit Nintendo? Das spielt natürlich mit dem DS-Konzept. Dem halt, was gäbe es für Nachfolger? Ich meine, PSP hat es ja auch schon vorgemacht, mit Bildschirmen vorne und hinten, sprich, das geht auch nicht mehr. Was will jetzt dann Nintendo mit? Oh, gut, aber bin ich nicht der Erste, Gott sei Dank. Jetzt natürlich die Frage. Oh, scheiße, na verdammt. So, Gott sei Dank. Glück gehabt, so, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Die Bombe kann mir egal sein. Ja, Alter, die Wunder hat natürlich auch so ein Item. Gut, war das jetzt gut oder war das schlecht? Muss ich mir alle Items verballern? Oh Mann, hey. Ja, wie gesagt, das Konzept ist ein bisschen ausgelutscht und so. Und die Frage ist halt hier stellt, okay, 2 Bildschirme. Gibt es bereits, was machen wir jetzt? 3 Bildschirme? Ja, willst du das auf einen einzigen Handheld klapsen? Ist natürlich ein bisschen schwierig.
Vorne hinten Bildschirme geht auch nicht mehr, die PSP bereits vorgemacht. Was machst du also nun, Nintendo? Das ist natürlich jetzt die große Preisfrage. Was soll die Nachfolgekonsole natürlich können? Also Handheld, Entschuldigung. Ich will natürlich am Ende mal ein bisschen mehr Grafikpower, ist natürlich klar. Und vermutlich Sony mit ihrer PSP, PS Vita etc. Nachfolge vermutlich immer noch mehr Power haben wird. Natürlich trotzdem. Wie soll man das Ganze besser machen? Ich meine, theoretisch natürlich machen könnte es wäre Nintendo-System mit einem Bildschirm, was aber auch aufklappen kann. Es sind 3 Bildschirme schlussendlich. Also irgendwie Nintendo TS, Triple Screen. Ja, klingt natürlich doof und so, aber irgendwie in dieser Richtung musst du was überlegen, weil die Handys macht es mittlerweile schon fast vor, oder gibt auch so, die aufklappen kann, also natürlich schon länger. Und die Smartphones jetzt auch, sind auch schon im Forschen bezüglich halt irgendwie, ja, Bildschirme aufklappen, transformieren, nicht wahr? Kommen wir jetzt zum Thema Transformers, holographisch und so, und ja, denk mal, ungefähr in diese Richtung wird auch Nintendo mit dem Nachfolgemodell des 3DS gehen. So, da haben wir lange darüber gequatscht. Ja, so, mittlerweile haben wir schon alle Caps durch und uns natürlich auch ein bisschen was anderes erklären können, dass die ganze Zeit nur im Kreis zu fahren, wa? Okay, hier natürlich jetzt nicht, weil der Regenbogenboulevard ist eine Nintendo 64er Strecke. Trotzdem wäre Konzentration nicht ganz so übel. I believe I can fly. Ja. Und Mario ist im Hintergrund. Wow, so. Und schön in die Kurve. Und ein paar Münzen nehme ich gerne. Was war das jetzt gerade? Das war so fail. Was sind die anderen? Ist gar keiner mehr da. Oder was? 6 Münzen, dankeschön. Und noch mehr Münzen für uns. Lalala. Wow! Das war zu vieles Gutes. Was ist hinter mir? Gar keiner. Ich sehe es nicht. Was ist los mit dieser Musik und dieser Strecke? Oh, Mann. Yeah. Und die erste Runde gehört uns. Sind bereits 2. Ups, hab ich nicht verpeilt. Entschuldigung. Der letzte Abschnitt. Ja, das ist so krass. La. Da mach ich mich doch einfach nur nass mit dem Bowser im Hintergrund. Ja, im Hintergrund. Wow. Und er ist so schnell. Hat er den Stern gehört? Ich dachte, er hätte einen Stern gehört. Und nun fliegen wir ins Ziel. Bowser Number 1. 57. Das gibt vielleicht 2 Sterne. Könnte sein. Einmal zweiter. Theoretisch möglich. Verdammt. Das ist nur in diesem. Wenn ich einmal abgerutscht bin, dann noch der grüne Panzer. Und, ja, natürlich noch ein paar andere Dinge, aber diese 2 Szenarien, diese 2 Schicksalsschläge, sage ich jetzt schon, natürlich ein bisschen übertrieben. Die waren schuld dran. Der Blitzcup. Wieder einmal ist der Conductor Koopas einfach nicht zu toppen. Mit seinem geilen Car, der zwar ein bisschen zu klein für ihn ist, aber egal. Zeigt es der ganzen Welt, um Feuer speien kann er schon immer. Und das zeigt auch hier. Mit 3 dem ersten, einmal dem 2. Rang. Unser King Koopa. Und da haben wir es. Der letzte Cup ist gewonnen. 2 Sterne bloß. Du hast 1100 Münzen gesammelt. Ist das nicht krass? Oh. Neues Szenario, was? Neue Credits? Ein bisschen anders aus, wa? Man hat gedacht, die Stuff Credits war schon wieder. Naja, gut, vielleicht gibt es wirklich ein bisschen andere Credits jetzt, weil wir halt alle geschafft haben, alle Cups. In alle Modi, also spielt natürlich 50 und 100 noch nicht, aber die muss man scheinbar gar nicht hierfür. Egal, ach Freunde, das Spiel, hier sehen wir wieder mal den Käfer, das Käferbike, habe ich auch schon mal gesehen online, aber ist jetzt noch gar nicht freigeschalten. Tja, vom Freischalten her, kann man natürlich jetzt ein bisschen was erzählen, also wegen den Münzen. Okay, pro 50 Münzen theoretisch eine neue Karte freischalten, mittlerweile, oder ein neues Teil natürlich. Ja, mittlerweile ist eher, also sprich ab 1000 Münzen ist glaube ich eher ab 100 dann wiederum. Dann wie dem auch sei.
Wie gesagt, die Idee, der Teddy, der sieht so niedlich aus. Echt cool. Baby Peach. Ja, also die Idee mit den ganzen Karts und so war schon bei Mario Kart 7, war schon ganz genial, muss vielleicht auch hier super sein. Ja, für natürlich das persönliche Bike unter anderem auch, persönliche Zusammenstellung ist ja ganz cool und so, kann man durchaus machen. Weil ich es auch hier immer noch ein bisschen schade finde, halt, dass halt gewisse Bikes oder gewisse Karts einfach anders aussehen und die gleichen Funktionen haben. Das hat man da, glaube ich, ein bisschen zu wenig ausgereizt. Obwohl, wie gesagt, kann ich noch nicht ganz so genau beurteilen, weil es gibt nur noch ein paar Kartteile, die ich noch falsch an kann, zumindest mal. Und hoffe natürlich auch, dass wir dann noch ein bisschen was online dann natürlich erleben werden. Was ist das, ein Schiff-Kart? Okay, oder Schiff-Bike von mir aus. Mann, oh Mann. Ja, da sind noch ein paar neue Teile. Der ist zwar ganz alt, das ist natürlich das Standardteil. Von den Charakteren habe ich auch schon erwähnt. Es ist eins mehr als noch bei Mario Kart Viva, ist ja schön, aber die Vielfalt von dem her ist ein bisschen untergegangen. Es fehlen sehr viele, die wir früher hatten. Dafür halt irgendwie ist Bowser mehr im Mittelpunkt gelangt, seine Familie. Obwohl irgendwie Baby Bowser immer noch fehlt, aber okay, der Baby Junior, Entschuldigung. Baby Bowser muss ja auch aussehen. Ach ja, ach ja. Was aber immer noch geil ist, nicht einfach loben muss, ist einfach natürlich mal Streckendesign. Ist, wenn du das erste Mal zocken willst und natürlich ein bisschen geflasht bist, ganz rundherum und ein bisschen umgucken willst, ein bisschen kontraproduktiv und dann halt überall gegenfährst und von der Strecke kommst. Aber grundsätzlich grafisch einfach nur ganz geil, einfach alles farbenfroh und so. Detailreich natürlich auch für die kleinen Dinge. Und was ich auch sehr geil finde, ist, es laggt überhaupt nicht, auch online und so. Das Einzige, was ich bisher halt immer noch hatte, ist teilweise, wenn du ja, halt für ein Rennen dich anmelden willst, wa? Also sprich, du wählst einen Charakter aus und so, die ganzen Einzelteile von Karte etc. und versuchst dann dich einzuloggen. Dann gibt es ab und zu einen Verbindungsunterbruch am Rennen selbst. Habe ich das eigentlich noch nicht so festgestellt. Von dem her, 1A, aber Nintendo. Natürlich auch wieder hier Verbesserungspotenzial. An gewissen Fronten, habe ich auch schon erwähnt, und auch teilweise das Gefühl, die Konturen sind nicht ganz so schön geworden, wie es eigentlich sein könnte, aber naja. Ich meine, klar, Wii U ist schon HD und so, sind auch 1080p etc. etc. Aber trotzdem eine Full HD extra Konsole ist halt die Wii U nie, war auch kaum irgendwelche Nintendo-Konsolen von dem her. Bei Nintendo geht es vor allem um Spaß, um Individualität und denke mal, das haben die auch mit Mario Kart 8 ganz gut unter Beweis gestellt. Also von den Items her, sprich, dass wie früher noch oftmals das Problem war, von wegen 2 blaue Panzer pro Rennen und so, hatte ich jetzt auch nie das Gefühl, dass es noch gibt. Also man einfach noch ein bisschen stört, dass ich noch daran gewöhnen muss, ist immer noch das mit dem Item, sag jetzt mal, auf Lager setzen, wa? Also sprich, hast hinten eins rangepackt, kannst nicht automatisch ein neues auswählen während der Zeit. Aber egal, das ist Mario Kart 8. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das jetzt neue Credits oder waren das die alten? Also durch den Text schon Dings, aber jetzt der Rest? Keine Ahnung. Oh, das ist neu. Oh, Rosalina. Die zeigen sich ihre langen Beine. Ja, Freunde, wollen wir sagen, dafür hat es uns das Ganze gelohnt war. Und für dieses Endbild hier haben wir das Spiel soweit durchgespielt. Ja. Also natürlich erstmal das hier, jetzt haben wir nachher schon bereits gezeigt. Im nächsten Part mache ich mal Versus-Rennen, dann noch Schlacht, also sprich 2 Parts gibt es vermutlich schon noch, bis Part 20 ist noch eine ganz schöne Zahl. Ich habe soweit alles durch, da versuche ich das Offscreen noch zu machen und ja, hier ist sowieso das gleiche wie hier, also gibt es auch nichts Neues. Jetzt mal gucken, was wir für ein neues Kartteil freigeschaltet haben. Mit Bowser! Klein, Türkis. Okay, machen die irgendwas besser oder was? Mehr Beschleunigung und so weniger Tempo. Natürlich in der Strecke kann das wohl von Vorteil sein. Vor allem Gewicht ein bisschen weniger, für Haftung mehr. Ja, muss man immer gucken, immer auf die Strecke und so, und dann fahrst du das natürlich, je nachdem, andere Reifen natürlich besser. Aber schon alle natürlich nicht, wa? Das Reifen fehlen vermutlich noch ein paar und hier vermutlich auch noch ein paar. Ach ja, wir müssen noch viele Münzen sammeln, bis ich da endlich alles freigeschaltet habe. Aber egal. So, dazu. Im nächsten Mal dann geht's da mit dem Schlachtenmodus los. Bis dahin, ciao zusammen!